Der Stille, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Pamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit kondoliert zum Ableben des ehrwürdigen Thich Nhat Hanh. China verhört den Anwalt für die Rechte der tibetischen Sprache, Dashi Wangchu. Sityung erhält Anerkennungsschreiben vom tschechischen Premierminister Petr Fiala. Tibetische Parlamentarier nehmen an den Feierlichkeiten zum 73. Indischen Republiktag in Dharamsala teil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bekundete sein Beileid zum Ableben seines Freundes und spirituellen Bruders, des ehrwürdigen Thich Nhat Hanh. Seine Heiligkeit brachte zum Ausdruck, dass der ehrwürdige Thich Nhat Hanh ein wahrhaft bedeutungsvolles Leben geführt hat, indem er sein Leben dem Beitrag zum Weltfrieden, der Achtsamkeit und dem Mitgefühl gewidmet hat. Seine Heiligkeit erklärte auch, dass die beste Art, ihn zu ehren, darin besteht, seine Arbeit zur Förderung des Friedens in der Welt fortzusetzen. Auf Bildern, die das Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama am Dienstag dieser Woche veröffentlichte, war seine Heiligkeit der Dalai Lama zu sehen, wie er den majestätischen Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Dhauladhar-Gebirges in Dharamsala genoss, nachdem es in der Stadt mehrere Tage lang geregnet und geschneit hatte. Nach Angaben des in Dharamsala ansässigen tibetischen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie teilte der Anwalt für die Rechte der tibetischen Sprache, Dashi Wangchu, in einem Weibo-Post vom 18. Januar mit, dass er am Vortag vorgeladen wurde und fast 3 Stunden lang auf der Polizeistation der Stadt Kirguto im Kreis Yushu in der tibetischen Provinz Kham verhört wurde. Dashi wurde am 28. Januar 2021 freigelassen, nachdem er 5 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, weil er versucht hatte, eine Klage gegen lokale chinesische Beamte einzureichen, weil diese es versäumt hatten, die tibetische Sprache und Kultur zu schützen und zu fördern, wie es die chinesische Verfassung und das regionale nationale Autonomiegesetz garantieren. Nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms der New York Times im November 2015 über seine Reise als Verfechter von Sprachrechten wurde er von den chinesischen Behörden festgenommen und später wegen Anstiftung zum Separatismus verurteilt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde ihm verboten, sich mit seinen Anwälten zu treffen und wurde 5 Jahre lang seiner politischen Rechte beraubt. 9 Monate nach seiner Freilassung eröffnete Dashi ein persönliches Weibo-Konto mit einem Profil, auf dem zu lesen ist: Meinungsfreiheit ist die Mutter aller Rechte. In seinem Online-Post stellte er die Schließung tibetischsprachiger Websites in Frage, indem er Screenshots von unzugänglichen Websites zeigte. In einigen seiner Beiträge verwies er auf die Rechte, die in der chinesischen Verfassung verankert sind. Im Zuge der Sinisierung der Tibeter fördern die chinesischen Behörden rigoros das Mandarin-Chinesisch in Tibet, inhaftieren und verurteilen tibetische Kulturführer und Aktivisten, die sich für die Förderung der tibetischen Sprache einsetzen und Chinas Tibet-Politik in Frage stellen. Als Antwort auf das Schreiben von Sityung Bemba-Tsering, in dem er dem neuen Premierminister der Tschechischen Republik im November 2021 gratuliert, hat das Büro der Regierung der Tschechischen Republik ein Schreiben im Namen des tschechischen Premierministers Petr Fiala herausgegeben, in dem Sityung Bemba-Tsering gedankt wird. In dem Schreiben des Büros von Ministerpräsident Fiala wird die tiefe Verbundenheit zwischen den Tibetern und der Tschechischen Republik hervorgehoben, die aus der lebenslangen Freundschaft zwischen seiner Heiligkeit im Dalai Lama und dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel resultiert, und es wird auf die Verpflichtung der tschechischen Regierung hingewiesen, dem Vermächtnis beider Staatsmänner zu folgen, das auf der Förderung der von uns am meisten geschätzten Werte Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit beruht. In seiner Glückwunschbotschaft an den tschechischen Premierminister wies der Sityung darauf hin, dass die Tschechische Republik als Land des tibetischen Volk auf seinem Weg zur Freiheit inspiriert habe. Die stellvertretende Sprecherin des tibetischen Exilparlaments Döma Tsering Dekyang nahm in Begleitung des Parlamentsmitglieds Khajarin Namgyedöga an der Feier zum 73. Tag der Indischen Republik auf dem Polizeigelände in Dharamsala teil. Der stellvertretende Parlamentspräsident überreichte den Ehrengästen tibetische Zeremonieschals und überbrachte im Namen des tibetischen Exilparlaments und des tibetischen Volkes Grüße zum 73. Jahrestag. Die Feierlichkeiten zum Tag der Republik wurden vom Hauptgast Sri Sukhram Chaudhary, dem Energieminister von Himachal Pradesh, und anderen hochrangigen Beamten begangen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächstes Mal.